Informationen aus erster Hand. 23. März 2000. Lauenförde, ein kleines Dörfchen an der Weser, 50 Kilometer westlich von Göttingen. Die Idylle trügt. Giftalarm. 5 Wochen bleibt der Wasserhahn zu. Wer Kaffee kocht, muss zum Kanister greifen, denn Wasser aus der Leitung ist damals über den Grenzwert mit sogenannten PAK verseucht, die unter anderem Haut- und Lungenkrebs auslösen können. Wir haben nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt hier vorsorglich empfohlen, dem Verbraucher dieses Wasser nicht zu Trinkwasserzwecken zu nutzen und haben Trinkwasserbehälter aufgestellt. Man kennt rund 700 verschiedene polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, abgekürzt PAK. Sie entstehen bei unvollständiger Verbrennung. Aber wie kommen sie ins Trinkwasser? Zunächst gerät ein Industriebetrieb in Verdacht. Also untersucht man die Wasserleitungen mit einer fahrbaren Kamera, einem sogenannten Molch. Aber die Bilder und weitere Untersuchungen zeigen, der Betrieb kann es wohl nicht gewesen sein. Die PAK stammen mit großer Wahrscheinlichkeit aus alten Trinkwasserrohren der Gemeinde. Doch wie kann das passieren? Die Erklärung. Früher hat man zum Bau von Straßen Teer aus Steinkohle eingesetzt. Der ist hoch mit gefährlichen PAK belastet. Arbeiter und Anwohner waren durch die Dämpfe gefährdet. Deshalb benutzt man hier heute weniger gefährlichen Asphalt, der aus Erdölrückständen hergestellt wird. Trinkwasserrohre aber wurden in den 60er Jahren in Lauenförde mit Steinkohleteer ausgekleidet, um sie abzudichten und vor Rost zu schützen. Nur in Lauenförde? Oder fließt auch woanders belastetes Trinkwasser aus dem Hahn? Wasserwerke und Aufsichtsbehörden beruhigen uns. Leitungswasser könne man überall trinken. Die Grenzwerte würden eingehalten. Falsch, sagt ein Mitarbeiter des BGW, des Dachverbandes der Gas- und Wasserwerke, mit dem wir uns treffen. Hunderte Städte und Gemeinden haben heute PAK im Trinkwasser. Denn solche Wasserleitungen wurden in den alten Bundesländern früher überall eingebaut. Er gibt uns einen vertraulichen Forschungsbericht über eine interne Umfrage unter Wasserwerken und der bestätigt seine Behauptungen. Frei von geteerten Trinkwasserleitungen sind danach nur die neuen Bundesländer. Jeweils gleich mehrere tausend Kilometer geteerte Leitungen sind dagegen in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und Rheinland-Pfalz in Betrieb. In dem Bericht kann man nachlesen: Eine Auswertung zu PAK-Konzentrationen in Bereichen mit tauchgeteerten Wasserleitungen zeigte bei 22% eine Grenzwertüberschreitung nach Trinkwasserverordnung. Rund 1 Million Menschen also, so schätzt unser Informant, trinken Wasser, bei dem die Grenzwerte überschritten sind, bis zu 50 Mal im Extremfall. Im Gegensatz zu Lauenförde aber erfahren die Verbraucher und auch die Aufsichtsbehörden davon meistens nichts. Allerdings, nicht jedes geteerte Wasserrohr belastet die Verbraucher gleich. Oft wird die Teeroberfläche mit Kalk bedeckt und mit Bakterien besiedelt. Es bildet sich eine Schutzschicht. Wenn das Rohr aber gereinigt wird oder Druckschwankungen auftreten, weil zum Beispiel ein großer Industriebetrieb mit einem Schlag viel Wasser entnimmt, kann sich diese Schutzschicht, die mit PAK getränkt ist, ablösen. Die Konzentration steigt sprunghaft an, manchmal um das 1000-fache. Deshalb muss Trinkwasser, das durch solche Rohre geflossen ist, ständig überwacht werden, und zwar beim Verbraucher. Trotzdem untersuchen die meisten Versorgungsunternehmen ausschließlich Proben aus dem Wasserwerk, wo das Wasser noch nicht mit den gefährlichen PAK verunreinigt ist. Der interne Bericht kritisiert denn auch, es liegen demnach für etwa die Hälfte der Versorgungsunternehmen keine Messwerte vor, die eine Unbedenklichkeit bestätigen. In Wirklichkeit dürfte die Dunkelziffer der schwarzen Schafe noch höher sein, denn nur 75 von rund 1000 Wasserwerken lieferten für die Studie überhaupt Messergebnisse. Der große Rest, so unser Informant, hat sich offenbar mit dem Problem noch nie beschäftigt. Normalerweise ist ein scharf gebratenes oder gegrilltes Kotelett viel stärker mit PAK belastet als Trinkwasser. Aber das ist nicht immer so. Aus dem vertraulichen Bericht geht hervor, einige Wasserleitungen sind mit so hohen PAK-Konzentrationen belastet, dass Gesundheitsschäden nicht auszuschließen sind. Bei den hier vorliegenden Untersuchungsergebnissen zeigt sich sehr deutlich eine so hohe Belastung, die in Extremfällen 40 Mal höher sein kann als die PAK-Aufnahme über unsere tägliche Nahrung. Damit ist natürlich ein erhebliches Krebsrisiko verbunden.
Wir wissen aus der Krebsforschung, aus sehr groben Abschätzungen, dass damit ein Krebsrisiko von ungefähr von 50 Fällen auf 100.000 Menschen zu rechnen ist. Das heißt, wenn eben diese PAKs über Trinkwasser über längere Zeiten aufgenommen werden. In welchen Gemeinden die Verbraucher mit hohen Konzentrationen von solchen PAK belastet werden, halten die Wasserwerke geheim. Es steht nicht im Bericht und auch unser Informant weiß es nicht. Also fahren wir nach Bonn, zum Verein des Gas- und Wasserfachs, der den Forschungsbericht in Auftrag gegeben hat. Vergeblich. Kein Interview und keine Auskunft. Begründung: Der Bericht sei vorläufig, es gebe noch Forschungsbedarf. Das Umweltbundesamt, das den vertraulichen Bericht auch erst vor wenigen Tagen erhalten hat, ist da ganz anderer Meinung. Die Bedingungen, unter denen PAKs in diesen hohen Konzentrationen in das Trinkwasser gelangen, sind meinen Unterlagen zufolge bestens bekannt. Es gibt keinen Grund, auf weiteren Forschungsbedarf zu verweisen. Das scheint für mich nur Ausdruck des Wunsches nach Zeitgewinn zu sein. Und des Wunsches, Geld zu sparen. Denn die Sanierung der maroden Wasserleitungen wird wohl Milliarden verschlingen. Nach Ansicht des Umweltbundesamtes müssen in viele der geteerten Leitungen solche Filter eingebaut werden, die PAK aus dem Wasser herausholen können. Im Extremfall muss natürlich auch die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, Rohre auszutauschen, Rohrabschnitte auszutauschen, die ganz besonders stark zur Belastung beitragen. All dieses ist von der Trinkwasserverordnung vorgesehen und muss zum Schutz des Verbrauchers vor unnötigen, möglicherweise sogar gesundheitlich relevanten Belastungen eingehalten und durchgeführt werden. Und weil viele PAK so gefährlich sind, sollen die Wasserwerke nach einem 2 Jahre alten Beschluss der Europäischen Union bald schärfere Grenzwerte einhalten, die bis Anfang November diesen Jahres in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Weil man, so der EU-Beschluss, dann auch Wasserproben aus den Haushalten untersuchen muss, würde so leichter herauskommen, wo es hohe PAK-Konzentrationen gibt. Und das würde die Wasserwerke unter massiven Druck setzen. Ihr Dachverband fordert, dass die neuen EU-Werte für den besonders gefährlichen PAK-Benzpyren erst in 5 Jahren gelten sollen. In einer Stellungnahme an die Bundesregierung schrieb er im März diesen Jahres: Begründung: Von den neuen schärferen Grenzwerten sind etliche Wasserversorgungsunternehmen betroffen. Die Einhaltung erfordert zum Teil umfangreiche, kostenintensive Sanierungsmaßnahmen und Umstellungen. Wir wollten wissen, ob die Regierung dem Druck der Wasserwerke nachgibt. Aber Gesundheitsministerin Andrea Fischer hat darüber noch nicht entschieden. Sie hatte wohl wichtigere Termine.